Willkommen bei Halbschlau voll Herz, dein kurzweiliger Ohrensnack mit der Steffi. Und der Jenny. Da gibt es jeden Donnerstagmorgen eine Portion Herz, ein bisschen Chaos und hoffentlich ein paar Lachen. Bist du bereit, Stefanie? Sowas von parat. Oh, wenn wir schon alle vergraulen. Es ist wirklich, Jenny und ich haben auch schon gesagt, irgendwie, weißt, so quasi, das wäre einfach noch zum Top. Also auf eine Art würde ich schon gerne so... Durchgehend-Special. Ja, ich finde das super im Fall. Und Ich vor finde es allem, mega es geil im gibt Fall. so viele lässige Wörter. Ja. Vater, ich muss... Gartengatter. Das ist auch gut. Kennst du Oder- den? Der Vater Ja. Schlatter schlägt das Gartengatter zu und das Gartengatter schlägt der Vater Schlatter Kind an den Grin. Der ist also auch nicht Ja. schlecht. Ja, da habe ich gefunden, wie so mein DJ mit den Turntables ist also gar ist ein Dreck dagegen. Also, wir probieren ein bisschen normaler anzufangen. Ich bin's, Steffi. Und ich Sie bin Jenny und ich weiss nicht, was mega für mich ist. Darum sind wir wieder da. Es ist so. Es ist wirklich, ich habe gedacht, ich hätte es überstanden. Nein, schon wieder Erfolg. Welcome back. Okay, Also also the wir dark side. Aber wir haben Cookies. wir haben, Nein, wir haben keine Cookies, aber wir haben Shit I didn't buy. wir haben definitiv... Oh, Hey, das ist so... Jenny, ich muss... Ja, es ist super, es ist ein super Übergang gewesen, aber jetzt habe ich gerade ein bisschen schlechtes Gewissen. Weil, ich meine, wir haben ja gesagt, wir tun uns immer erzählen, was wir nicht gekauft haben Ja. und auf den Rücken klopfen. Und ich habe diese Woche habe ich es eben gekauft. Steffi! Aber es ist wirklich so, wir haben ja gesagt, es ist ein gewisses Budget und so. Nein, es ist kein Budget. Aber, also, und ihr wisst ja, ich bin Beauty-Bloggerin und so und ich komme ganz viele Wir sind Produkte. noch in einem Sponsorenbudget. Ja, es ist gerade flöten gegangen. Aber ich meine, wenn ich etwas nicht muss kaufen, sind es Beauty-Produkte. Aber ich habe mich so verliebt in eine Handcreme, dass ich sie haben müssen posten. Und ich weiß, da ist sie. Ich weiß nicht, ob es spiegelverkehrt ist. Drunk Elephant ist ja sowieso eine leicht triggering Beauty-Marke. Und die haben eine Handcreme und die heißt TheraBeau, the Buttered Reparative Hand Cream. Und die Handcreme schmeckt genau nach Haferflockenguetzli. Und I cannot. Okay, scheiße. Okay. Es ist wirklich- es Das ist Smell schmeckt- alone hat mich schon... Weil Drunk Elephant ist irgendwie schon ein bisschen vorbei. Das ist so vor 8, 9 Jahren mal the shit gewesen. da Shit gsi, bis dann irgendwie so die Besitzerin ein bisschen ausgerastet ist und dann hat sie es der Shiseido verkauft für ganz viel Geld. Und mein Problem ist, dass ich das Produkt eben immer noch recht lässig finde. Es gibt schon viel tollere und sie sind sehr teuer, aber ich schwöre es, die Handcreme und die ist so richtig so mega reichhaltig und ganz viel Shea Butter drin und jetzt einfach so für den Winter Sephora, das ist wirklich Ja. einfach so, ja, kannst du es einpacken. Es ist einfach eine 30-fränkige Handcreme und ich bin schwach geworden, schwach und ich stehe dazu. Ich habe es gekauft. Aber was hast du nicht gekauft? Bist du stark geblieben? Ja, ich bin stark, weil ich kann einfach müssen. Es will mir noch vorstellen. Steffi und ich, wir sind letzten Freitag, sind wir Fotos machen für unseren Podcast, damit wir mal unsere Visagen zusammen drauf haben. Mhm. Und dann lässt mich die Steffi einfach unbeaufsichtigt und allein Parfüm probieren. Ja, das war ein bisschen risky gewesen. Ja, und zwar am unteren Ende von der Bahnhofstrasse oder am oberen Ende von der Bahnhofstrasse, wie immer das man anschauen Je nachdem, wo man Ja, ist. genau. Und ich bin halt dann so rein und habe dann der Frau so ein bisschen erzählt, was ich gerne hätte. Die sind natürlich dann auch gerade gekommen. Und dann habe ich schon auch ein Parfüm geschmeckt und ich fand, das ist schon fein. Ich glaube, das wird dann vielleicht so mein Parfüm, wenn ich 60 bin, weil ich glaube, ich bin noch ein bisschen zu jung für das Parfüm. Aber gut. Und ich habe natürlich fast schon gewusst, dass Parfüm etwas kostet. Das ist auch okay. Ich kann aber wirklich eine Grenze ziehen für 100 Milliliter für 480 Franken. Okay, das ist painful. Dann habe ich auch gefunden, too broke for this shit. Ja, kann ich total nachvollziehen. Aber also du hast ja dann den Duft aufgesprüht und bist mit dem heimgegangen und Ja. hast ihn also ein bisschen gelebt. Hast ihn wirklich Ja, ganz... ich kann schon ein bisschen glauben, aber ich muss sagen, ich wachse jetzt die nächsten 20 Jahre in diesen Duft rein. Okay. Ich Ich finde finde es jetzt etwas, was noch ein bisschen freakier ist. Es ist wirklich so, es ist völlig legitim, du bist erst 41. Hey, weißt du, was mich plagt? Hinter dir, du bist jetzt auch in deinem Homeoffice, hinter dir ist das eine Gitarre. Das da? Nein, das ist eine Geige. Du spielst Geige? Ja. I do not know. Siehst du, Ja, noch, siehst du, auch wir lernen neue Sachen voneinander. Das ist spannend. Ich zeige jetzt ich mein spiele Sporttime nicht. Ja, okay. Also vielleicht machen wir dann doch ein Duo vielleicht irgendwann einmal. I don't know. Du machst ein bisschen Geige, ich spiele ein bisschen Klavier und dann machen wir das. Nein, das klingt so sehr emo. Nein, machen wir nicht. Machen wir nicht. Ist okay, wir schnurren. Ist völlig in der Ordnung. Apropos, also jetzt eben. mal bei etwas, oder? Ja. Ich finde auch, wir können es mal durchziehen, so ein bisschen konsequent. Du hast völlig recht. Sorry, Wir haben dumme eine Idee. Linie.
Genau. Aber man Die muss Linie heisst Pläne nämlich auch, haben. wir haben immer das Asshole, Am I the Asshole Schweizer Edition. Es ist so. Und ich meine, wir finden ja selber, wir sind total unasshole, aber wir haben immer eine ganz fixe Meinung zu gewissen Sachen. Und ich glaube, es ist ein bisschen auffällig gewesen, in der letzten paar Folgen habe ich immer die Asshole-Geschichte angetragen, weil ich bin ein bisschen süchtig und ich lese wirklich relativ tief in diesen Reddit-Foren. Und heute hast du gesagt, hast du irgendeine Perle rausgezogen dort? Ja, und weil ich weiss, wir haben total viel Meinung zu Filmen und wir nehmen beide gewisse Sachen total ernst und das ist zum Beispiel Essen. Yep. Darum Word. habe ich jetzt ein schönes Am I the Asshole Food. Also, es geht darum, dass die Freundin, also es geht eigentlich um Lasagne. So. Hm? Und also der Bub schreibt, oder der junge Mann schreibt, seine Freundin hat Lasagne selber gemacht für ihre Date Night. Und zwar wirklich so selber, alles selber. Und dann haben sie nicht alles mögen essen, weil sie so ein riesiges Blech gemacht. Und er hat sie dann, wo sie fertig waren, hat er gefragt, ob er Lasagne noch ein bisschen heimnehmen kann für seine Familie zum Probieren. Und Mhm. sie hat gesagt, ja. Und er hat dann, als er dann gegangen ist, sie irgendwie nicht rum gewesen und sie hat es nicht gesehen und er ist einfach mit dem ganzen Blech gegangen. Also alles. Mit. Alles. Rübis, Stübis. Und Okay. dann hat er am Ende ein SMS von ihr bekommen und hat gefunden so, ja, sie hätte, wo dann sagt so, hey Schatz, ich habe gedacht, du nimmst einfach ein bisschen Lasagne für deine Freunde, für deine Familie zum Probieren. Ich habe sie hat ihr das ganze Studentenessensbudget für die Lasagne aufgebraucht und habe eigentlich extra so viel gekocht, damit sie einfach die ganze Woche noch Lasagne essen. We all been there, oder? Aha. Ja. Und jetzt isst sie irgendwie Instant Noodles und er findet irgendwie, ja, also es war schon ein grosses Blech gewesen, weil seine Familie, seine fünfköpfige Familie hat irgendwie zweimal davon gegessen. Und Americans and their sizes, wirklich. Nein, anyway. Und ja, und sie hat sich jetzt mega beschwert, dass sie halt nur irgendwie so Instant Ramen Noodles hat und so und und sie fragt, ob er ihr irgendwie ein Sandwich oder irgendetwas posten zum Essen und so und er findet irgendwie, ja, es ist nicht so sein Fehler, weil ja, also weil er ja einfach, sie hat ja gesagt, er könnte mitnehmen und vielleicht hätte er für sagen das Ganze, aber irgendwie es sei ja eigentlich nicht so ein bisschen klar Aber gewesen. das ist Und man findet, Communication. das gäbe eigentlich ihr keine Rechtfertigung, dass er jetzt ihr soll Lunch, also zum Mittag zahlen. Okay, ist Er es, meint die Asshole. ist es aus seiner Sicht geschrieben oder aus ihrer? Aus Es ist seiner. aus seiner Sicht. Also natürlich ist er ein Asshole, das machst du einfach nicht. Wenn du sagst, also weißt, es kommt ein bisschen darauf an, wie er es formuliert hat. Wenn, weißt, es ist ein Unterschied, wenn du sagst, darf ich es mit heimnehmen? Darf ich alles mit heimnehmen oder darf ich ein bisschen mit heimnehmen? Also weißt du, das ist so ein bisschen weird. Weißt du, wie so quasi, und wenn sie nicht darüber geredet haben, dann ist es wirklich, dann müssen sie einfach besser Ja, also im kommunizieren. englischen O-Ton hat er geschrieben, after we finished, I asked if I could take lasagna home for my family to try. Ja, aber Und das heißt es try probieren. impliziert für Ja. mich schon, ich nehme einfach ein bisschen mit, damit sie können probieren und nicht das ganze fucking Tray. Es ist ein riesen Unterschied. Also ich meine, sorry, was machst du, wenn jemand kommt mit einem grossen Sack Bombchips und sagt, möchtest du Bombchips probieren? Dann schickst du nicht zum Teufel. Und findest du, so geht es eigentlich noch? Irgendwie so, entweder darf ich 5 Handvoll oder wir lassen es bleiben. Und vielleicht hat Ah, er das ja auch ein bisschen mit der Lasagne, ja, oder? weißt du, es kommt die gleiche Kategorie. Was kommt Ich hatte jetzt? mal eine Arbeitskollegin gehabt, aus einem grossen Kanton. Ich weiß nicht, ob das grosse Kanton spezifisch ist oder ob es einfach sie ist. Don't Okay. come for me. Sie Okay. hatte so einen Geschäfts-Potluck gehabt, wo jeder einfach etwas mitbringt. Und sie hat einen Kuchen gebracht und der ist schon wirklich fein gewesen, muss ich sagen. Ähm, und am Schluss hat sie ihn einfach wieder mitgenommen. Ah, also er ist nicht fertig gegessen worden und dann hat sie Ja, den Rest wieder mitgenommen. ja. Okay. Echt ein bisschen speziell. Gell? Ja, das ist schon ein bisschen speziell. Weil sonst, es ist ja im Büro gewesen und dann können wir den so Ja, mega aber es gut. ist nicht wir sind nicht ein 20-köpfiges Team gewesen. Nein, aber dann könnte man ja mega gut stehen lassen und das kannst du ja irgendwie, weißt du, so am Ja, oder Nachmittag hey, noch will noch jemand mitnehmen essen. oder so. Und ich meine, ja, sie hat auch gemacht und ja, sie hat ihn gebracht, aber dude, Ja, like das also ist ja, das finde ich eigentlich strange. ja, Also, danke, danke. anyway. Das hat mich jetzt also seit 10 Jahren geplagt. Ja, das, ich finde es im Fall, ich finde es schön, dass du es jetzt endlich hast können loswerden. Finde ich gut. Aber was machen wir jetzt mit der Lasagne-Geschichte? Was haben denn die Leute, also ich finde, also es ist definitiv
Asshole. Also weißt du, dass man einfach irgendwie so, sie haben nicht miteinander geredet, aber das machst du einfach nicht. Wenn jemand sagt, darf ich mit heim zu meiner Familie gehen zum Probieren, ist, Ja, ist genau. das Also die so meisten weird. sind schon ganz klar, Dude, du bist Arschloch. Aber es hat dann schon einfach auch wieder so die ganz klassischen Macho-Vögel-Kommentare von ja, die Frau kocht halt und der Mann. Ich finde so, hey, Ja, nein, wo sind wir? Aber ja, nein, machen wir nicht. nein. Okay. Und jetzt, wieso hast du angefangen davon? Ich meine, ich weiss, wir haben beide zu Nacht gehabt vorher, aber jetzt habe ich so wahnsinnig Lust auf Lasagne. Das müsste ich auch wieder einmal machen. Und natürlich from scratch, oder? Es Wenn geht schon. nur, ja, das Lasagne gibt es nur vom Scratch, oder? Ja, also alles andere ist irgendwie wie nicht okay. Ja, es ist schon ein bisschen ehrenlos, wenn du die fertigen Dinge aus dem Migros kaufst, oder? Ja, aber das ist eben gut. Also wir wissen es ja nicht. Nein, es gibt zwar eine Wir können es glutenfreie. eh nicht essen, Steffi, weil die sind ja Das stimmt, das ist streng. uns total egal. Nein, es gibt im Fall eine glutenfreie, laktosefreie Lasagne, so eine tiefgekühlte, die ich irgendwie, glaube ich, zweimal im Jahr mache, weil, weißt du, was, sie ist im Fall recht erträglich, aber du musst sie mega pimpen. Ich tue wirklich noch hure viel Käse drüber streuen und dann geht's. Dann ist okay. Einfach nicht mehr laktosefrei. Ja. Es ist einfach extrem nicht mehr laktosefrei. Nein, aber es ist irgendwie so. Also, anyway, machbar, aber ja. Wir sind jetzt so abgeschweift. Also, mal das Lasagne-Asshole und das macht man nicht. Und besonders eben, wenn du weißt, über so eine knappe Kasse, es gibt wirklich auch Familien, die die Reste auch ganz fest einplanen. Weißt du, irgendwie wirklich so ein bisschen, weißt du, so, hey, das ist mein Ja, aber ich Mittagmorgen, meine, wo wir du jetzt noch kochen isst. auch oft irgendwie einfach noch extra, damit wir es am Mittag mitnehmen. Oder Ja, einfach, ja, keine Ahnung, wenn du mal unter der Woche keinen Bock hast, dann machst du einfach eine Resteverwertung. absolut. Oder? Entschuldigung, ich hatte vor allem keinen Kaffee gehabt nach meiner Lasagne. Nein, ich habe vorher keine Lasagne gehabt. Jetzt müssen wir aufhören über Lasagne reden. Das ist total schlimm. Jetzt habe ich richtig Bock drauf. Aber Ah. eben. Okay, also, ich finde, wir haben urteilt. Oh, hey, das erinnert mich, können wir noch schnell einmal zum Lasagne? Ist Garfield früher auch einer meiner Lieblingscomics gewesen? Ja, einen geliebten Ja, Garfield, der er ist Odie so vor allem. Ja, toll. nein, also mega cute. Ich habe mich, glaube ich, ein bisschen fest identifiziert mit dem Garfield. Ich habe ihn schon sehr gespürt. Ja, fix. Das ist so, ja. Okay. Nein, also Lasagne essen und eben, also ich möchte, können wir mal darüber nachdenken, ob wir können so Holz, weißt du, so Hämmer kaufen, wo man wirklich so könnte, wie so Richter sagen, ja, du bist so Arschloch. Ich finde es ein bisschen lässig, aber so können so. Wie nennt man Ja, das? genau. Ein Gavel ist ein, was ist das? Einfach ein Ein Richterhammer. Richterhammer. Ich weiß auch nicht. Ja, das finden wir jetzt noch raus. Ich könnte es auch kommentieren im Fall. Also, Wo jetzt mein zulässt, Vater so grausam aufregen, und er sagt, weißt du, bist da geboren, du hast Schweizer Eltern, du bist da in der Schule, du weißt jetzt einfach dann mal nicht, wie das Ding heißt, aber du weißt es auf Englisch. ja, es ist gut, also das ist bei dir schon ein bisschen seltsam. Also einfach so als Hintergrund, wenn wir, also ich meine, ich bin in Amerika aufgewachsen, bin aber keine Amerikanerin und Jenny hat in Irland studiert, ist aber keine Irre. Oh, Sorry. dear Lord, that's a Ah, pun. Ja. sorry, ich weiss, ich habe mir total Mühe gegeben. Aber anyway, also ja, darum ist es passiert, dass manchmal, dass wir ein bisschen Englisch reden. Aber wir probieren es so wenig wie möglich zu machen, ist gut. Also, Ja, wir sind also totale Freunde von Englisch. Darum, absolutely. we Also, are forgiven. Ja. danke vielmals, ich finde es auch. Also, wir haben das Arschloch von der Woche haben wir jetzt gekürt. Ich glaube, es ist wir bleiben bei dem. Und dann haben wir in unserem glamourös, schnell bewegenden Podcast haben wir auch eine Rubrik, die heißt Your Fat Best Friend. Und wir haben, Das ist noch ein anderer. aber was habe ich vergessen? Das musst du gehört haben. Das musst du gehört haben. Stimmt, wir haben eigentlich eine Reihenfolge. Es ist wirklich, ich bin total gut im Also, das ist Moderation. scheiße drauf, aber wir können sie auch ausstellen. Ja, es ist, nein, ich finde irgendwie so, wir haben aus irgendeinem Grund das Raster aufgestellt. Sorry, ich habe das ist ein Satz, den ich noch nie in meinem Leben gesagt habe. Ich weiß gar nicht, was es Ich würde bedeutet. sagen, es klingt so not native, aber Absolut nicht. Es tut mir ich leid. lade Also, mal raus, dann schauen wir mal, dass es geht mit dem Raster. es ist so, es ist so. Aber ich habe wirklich, ich habe es total lustig gefunden. Ich habe es nämlich gerade gestern gelesen und ich möchte jetzt nicht arschig tun und sagen, weißt, ich habe Financial Times gelesen, aber es ist wirklich, es ist Aber in es der ist so bougie, wirklich. aber ich weiß, aber es ist eine Analyse, die die Financial Times gemacht hat vor in jeder Woche zwei. Und zwar habe ich gelesen, dass ziemlich offiziell ist, dass Social Media als Ganzes seinen Peak erreicht hat. Und ich habe das irgendwie noch recht interessant gefunden, weil ich meine, gerade ich arbeite auch in einem Business, wo es einfach irgendwie so immer so, hey, Influencer und irgendwie, weißt du, so all das Ganze, irgendwie so TikTok, whatever. Und
Scheinbar ist es so, dass fast alle Plattformen, also nicht nur Facebook, logischerweise, sondern auch Instagram und TikTok, seit 2022 schwindende Userzahlen verzeichnet. Es hat schon zwischendrin so ein bisschen Peaks gegeben, aber grundsätzlich verlieren alle Plattformen User. Und der Good Hauptgrund dafür, riddance. ja, aber weißt du, es ist schon noch krass, weil ich meine, jetzt Social Media hat aber wirklich jetzt dann bald 20 Jahre lang unser Leben definiert. Also ich glaube, ich bin seit 2008 auf Facebook. Und scheinbar ist einer von der Hauptgründe, natürlich ist es einfach irgendwie so, weißt du, so, die Leute sind langsam ein bisschen müde, aber einer von der Hauptgründe, wieso dass die Leute irgendwie, also vor allem jüngere User, irgendwie sich von Social Media abwenden, ist der AI-generierte Content. Weil der gibt einfach irgendwie so die Attraktivität von diesen Plattformen schmälern und irgendwie offensichtlich haben die Leute einfach keinen Bock mehr, irgendwie weißt, so quasi ihres Privatleben zu zeigen. Also sowieso, weißt du, einfach irgendwie Messi ist sowieso schon lange nicht mehr. Hast du das amigs, so auf Facebook, habe ich amigs so Flashbacks, weißt du, wenn ich mal vor 10 Jahren ein Bild gepostet habe, dann kommt irgendwie so, hey, heute vor 10 Jahren hast du das gemacht. Mhm, Ich mhm. denke immer, weißt du, so einerseits Bildqualität oder irgendwie das findest du Und so, wir haben alle die geilen blau-grünen Filter gehabt. nein, und so auch 1000 Oh, Filter drüber gehauen. Und oh, das oh. Leben ist einfach dort noch messier gewesen, weißt du, irgendwie so. Und scheinbar haben die Leute einfach keinen Bock mehr auf das so hoch Ja, aber ich editierte fühle das Zeug. voll. Und ich habe das am letzten Jahr wieder zelebriert. Ich habe am Fall wieder angefangen auf meinem Instagram, so zum Beispiel Fotos von meinem Essen posten. Wirklich so Ich einfach finde, back to the roots. back to the roots. Es ist wirklich so, aber also ich finde es eine total spannende Bewegung und auch nicht unbedingt überraschend, aber eben, weißt du, quasi, dass Nein, jetzt gar nicht. AI einfach die Auswirkung hat, dass du einfach findest, irgendwie so quasi, hey, wenn jetzt einfach irgendwie so AI selber Content generiert und auch Beiträge kommentiert und weißt du, die Interaktion einfach irgendwie jetzt quasi irgendwie KI ist, frage ich mich einfach, also ich finde es grundsätzlich eigentlich schon gesund, weil irgendwie so, es haben alle irgendwie Panik gehabt und haben gefunden, wie so, hey, wir leben unser ganzes Leben auf Social Media. Aber ich frage mich schon ein bisschen, wir haben vorher noch Witz gemacht darüber, aber ich habe mir dann wirklich überlegt, also weißt du, mein Telefon sagt mir immer, wie viel Screentime das ich gehabt habe, oder? Und irgendwie so, es tut sich wieder recht viel Zeit auf, wenn ich jetzt irgendwie so, ich brauche es zum Arbeiten, kann ich jetzt noch fairerweise sagen, aber wenn ich Ja, jetzt ich nicht auf auch. Instagram bin, also, I don't Also know, zum Arbeiten, ja, ich brauche es zum Arbeiten und ich brauche es einfach, es ist so mein Balkon, damit ich zum Volk kann reden. ja, das ist jetzt also sehr Evita, das ist jetzt sehr, sehr, siehst du, ich kann irgendwie nicht irgendwelche Diktatoren, ich habe Ja, gesagt Evita, aber es ist schon aber so. nein, Also, es ist so. Also ich finde es mega, also einfach, ich habe es einen spannenden Fakt gefunden und ja, voll. ja, also eben, und ich sehe Weißt, es, ich glaube auch, dass es wirklich irgendwann wird es so wie ein Bio-Label, wird es ein Non-AI-Label geben, ja, wo du weißt, das ist von Menschen geschrieben worden für Menschen. krass, es ist wirklich so human. Oder eben nicht mehr, Kannst jetzt du dir ist es vorstellen? quasi, musst du es Ja, aber das kennzeichnen ist ja so. Du voll. liest immer den gleichen Gurk. Und Mhm. ich meine, man muss ja schon überlegen, dass AI ja nicht denkt. Sondern, AI kann nicht denken, sondern Mhm. es fasst einfach zusammen und es tut irgendwie Muster analysieren. Und es ist total cool für irgendwie so gewisse Sachen, so Mhm. Zusammenfassung oder whatever, whatnot. Ja, Aber so wirklich, also so originelle Ideen mit halt nicht. das ist wirklich so. Für das sind wir zuständig. Dumm schwätzen, aber irgendwie entstehen gleich noch Sachen, wenn wir irgendwie amigs miteinander diskutieren. Haben wir plötzlich gute Oder wir Business. glauben es einfach gerne, dass Sachen entstehen. Ja, das ist wirklich ein bisschen so. Aber anyway, also, wir werden es sehen. Social Media on, irgendwie so quasi wie nennt man es so, auf dem Rückzug, auf dem Ausweg, auf dem Ja, Bahnstreifen. hey, gang mit Gott, aber gang. Es ist wirklich so sehr schön gesagt. Also, aber das musst du gehört haben, das ist mein Beitrag gewesen von der Woche. Und jetzt kommen wir zu den Fat Best Friends. Also wir, Jenny und ich haben das sowieso, weißt du, untereinander, dass wir irgendwie so, glaube ich, eine relativ ähnliche Kleidergröße tragen und irgendwie so, jetzt nicht irgendwie so in jeden Laden können reinlaufen. Aber wir haben irgendwie so das vorher ein bisschen angefangen anzutönen, weil wir sind beide Mode interessiert, wir legen uns gern an und haben gern Kleider. Also es ist irgendwie so, Wir also sind nicht im Glarus am Nachtwandern. jetzt kein FKKler. Aber es ist immer wieder spannend zu sehen, weißt du, irgendwie so, das hat es früher sowieso viel mehr gegeben, aber weißt du, so Fashion Rules und Fashion Do's und Don'ts. Und du hast mir gerade vorher etwas gesagt, was ich so lustig fand. Sorry, da musst du im Fall, das musst du jetzt einfach nochmal schnell erzählen mit deiner Lehrerin. Was ist das? Ja, genau, das ist, als ich in der Kante war, das war Frau Buchmann. Gewesen. Hm? Sie hat tatsächlich mal nichts Besseres zu tun gehabt, als einer Gruppe von 18-, 19-Jährigen zu sagen, dass
ich weiß auch nicht mehr. Es hat irgendeine Körpergröße gesagt, aber Kleidergröße gesagt. Ich weiß aber nicht mehr welche. Irgendetwas total Behindertes, wie ein 38 oder so. Dass niemand über Größe 38 oder so sollte Weiss tragen, weil Weiss trägt auf. Und ich meine, ich kann Also das. schon mal der Begriff. Ja, eben, Weiss Ja, trägt auf, also grundsätzlich fucking cares. Also das wirklich stimmt. schwarz, schlanker machen, wenn ich esse ein bisschen. Ja, Ich meine, also würde ich Weiss 4 Kilo, also ja. eben. Weißt du, irgendwie so quasi immer so, Also oh, hinsetzt, wirklich. ist ein totaler Blödsinn. Und ja, ich meine, es wäre nicht ich, wenn ich dann nicht nachher einfach die nächsten 3 Wochen konsequent einfach nur in Weiss in die Schule wäre. Ähm, Also, ja, einfach also, to prove a fucking point. Und ja, es ist auch die ganze Litanei von grundsätzlich Styling-Tipps für dicke Menschen ist grundsätzlich einfach dreht sich alles um, es sollte vorteilhaft aussehen. genau, genau. Vorteilhaft ist auch so ein Wort. Aber wo ich finde, im Fall, das verschwindet. Ist es schon mal aufgefallen? Das habe ich Ja, schon lange good nicht mehr gehört. riddance. Hey, es Ja, ist wirklich ich so. Also, kann gerade übergangen. Nochmal. vorteilhaft oder irgendwie so figurschmeichelnd ist eben auch so etwas, gell? Also, es ist Figur wirklich so umspielend. umspielend. Und es ist, ich merke im Fall, gerade wenn wir so Sachen sagen, das ist schon irgendwie so ein Vokabular von unseren Müttern. Also, weißt du, ich merke das schon. Ich finde irgendwie so, das habe ich jetzt schon länger nicht mehr gehört und doch hast du es halt immer wieder irgendwelche, auch irgendwie so auf Social Medias immer wieder, aber weißt du, einfach irgendwelche selbsternannte Stylisten, die sagen irgendwie, weißt du, so, ja, also es ist schon, gell, wenn du mir so quasi eben, wenn du so ein bisschen Kurven hast und so, haben sie schon, weißt du, man zieht das immer noch so ein bisschen durch, dass man sagt irgendwie so Do's und Don'ts und was mir einfach aufgefallen ist, dass es viel mehr, weißt du, so, also eben, so in die Richtung geht, nicht immer so, was du ja nicht darfst anlegen, Mhm. sondern dass sie einfach sagen irgendwie so, hey, tu nicht einfach alles verstecken unter einem Zirkuszelt. Und wir haben auch schon über das geredet, weißt du, irgendwie so, wenn jemand wirklich völlig ist, es gibt schon irgendwie so ein gewisses Gewicht, wo dann einfach wirklich, es geht dann einfach irgendwie in Richtung, weißt du, das Gefühl haben, irgendwie so, ich muss jetzt einfach irgendwie mich in ein Zirkuszelt stürzen und das ist einfach irgendwie, weißt du, so ein Sack, ein Ja. Stoffsack, oder wo ich drin Platz finde. Und das, finde ich schon, hat sich irgendwie recht geändert, weißt du, dass irgendwie so, Aber ich finde, wir haben gleich noch mega viele so alte Sachen irgendwie verinnerlicht. Also weißt du, zum Beispiel der mhm. keine horizontale Streifen. Ja, genau. Oder kein Oder? grosses Muster, nein, weder grosse Muster noch ganz kleine Ja. Muster. Oder das sagen sie Oder? mir Und Frauen gar nicht. vorteilhafterweise dunkle Farben. Oder Ja, eben kein Weiß. ja. Oder Ärmel bedecken. Ja, ja, und hey, das ist im Fall ein riesen Issue, weißt du, da habe ich im Fall Freundinnen, die deutlich schlanker sind als ich und einfach irgendwie, weißt du, so, das ist ein bisschen eine Altersfrage, dass einfach deine Arme einfach irgendwie nicht mehr so Wiggle, super wiggle. sind und dann gibt es halt ein bisschen Wiggle Wiggle und ein bisschen Batwings und ich kenne Leute, die einfach sagen, irgendwie so, ich trage, weißt du, so Ü40, ich trage einfach kein, nichts Ärmelloses mehr und that makes me sad und ich habe das auch manchmal ein bisschen gehabt, dass ich gefunden habe, bei so Sommerkleidern, wenn es richtig heiß ist für draussen, habe ich vor ein paar Jahren habe ich einfach irgendwie gefunden, weil ich habe auch immer geschaut, dass alles Ärmel dran hat. Und irgendwann einmal habe ich gesagt, jetzt, es ist einfach zu heiß. Es ist zu heiß und ich leide zu fest. Und dann muss ich einfach sagen, irgendwie so, weißt du was, wenn du nichts Besseres zu tun hast, als irgendwie so quasi irgendwie so mich zu judgen und irgendwie finde, ich würde jetzt die Ärmel nicht zeigen, I don't care, it's too hot. Es ist wirklich so. Also, anyway, bei mir gibt es ganz wenig Sachen, wo ich jetzt, aber das ist ein paar mehr Sachen von mir vom persönlichen Geschmack. Und nicht, dass ich irgendwie finde, so als dicke Frau kann ich das nicht tragen. Ja, Aber natürlich. Ich meine, ich kann auch Sachen, wo ich irgendwie finde, den Stoff habe ich jetzt zum Beispiel nicht gerne auf der Haut, der Stoff fühlt sich nicht gut an für mich oder so, mhm, keine Ahnung. Also, ich meine, das ist ja dann wiederum sehr individuell. Das hat ja aber nicht ja, primär mit dem Gewicht zu tun. ja, das finde ich definitiv auch. Aber irgendjemand, der sagt, wieso, dass dicke Frauen nicht eng anliegend sollten tragen, der hat einfach noch keine gut angezogene dicke Frauen gesehen. Also von dem her, sorry, ich finde, es ist Und immer. ganz klar auch Nein. noch nie wissen. Es ist wirklich, ich habe mich so eingebildet, aber es ist ja, ich weiß vor allem ich mit einem riesen Pulli heute und so, aber es ist, nein, es ist immer eine Frage vom Styling und ich finde, du kannst, mit der richtigen Einstellung kannst du wahnsinnig viele Sachen tragen. Also, und dass irgendwie, Ja. dass niemand irgendwie findet so, ich weiß nicht. Also von dem her, hast du Darum, eigentlich, danke für den Buchmann, danke für nichts. danke für den Buchmann, aber hast du das zum Beispiel deinem Partner, hast Hm. du auch, weißt, getraut er sich, wenn du mal rauskommst und findest, also weißt, hast du das überhaupt, dass du ein Outfit anlegst und findest so, hey, wie findest du, oder kann ich das anlegen jetzt an dem Event, wo wir jetzt gehen? Tut er ehrlich kommentieren oder findet er einfach irgendwie so, oh Scheiße, ich muss einfach das sagen, was sie will hören? Ja, Hast du solche logisch. Situationen? Einfach, ja, genau. Das ist wirklich, Nein, nein, also nein. Also grundsätzlich.
Also, ich habe jetzt wenig Red Carpet Events. Okay, ja, aber einfach, oder weißt du, ich weiß No. nicht. Nein, aber also, es gibt schon Sachen, wo ich weiss, dass er das als Kleidungsstück unmöglich findet. Aha, Overalls zum Beispiel. ja, da haben Unmöglich. die Oder? Männer Aber er hat natürlich, Linie. Schatzi, bei dir sieht er gut aus. Oh, I don't really care. Ich meine, ich lege mich auch nicht an für ihn. Ja. Also natürlich finde ich schön, wenn er oder wenn mein Sohn von und findet, Mami, das Kleid finde ich jetzt mega schön, das steht dir mega gut. Vielleicht auch schon. Und das ist, das Milz ist. Ja, Also, ja. das ist Aber wirklich. also ich weiß schon, oder ich habe auch so gewisse Jacken, wo ich weiss, da kommt echt so. Oh. Ja. Aber, also ich habe das zum Beispiel bei mir nur, wir haben einen grossen Schuhkrieg. Weil es ist grundsätzlich, findet mein Tigerprinz, wir haben einfach überhaupt nicht den gleichen Schuhgeschmack. Und er findet Okay. mehr oder weniger all meine Schuhe wüst und ich finde einfach irgendwie so, der ist langweilig, wie er nur Was Turnschuhe hätte er gern? Der Louis Vuitton Überhaupt nicht, nein, oder er findet irgendwie so, also er würde, glaube ich, völlig okay finden, wenn ich nur in die Turnschuhe rumlaufen. Und jedes Mal, also, so ein bisschen, wenn es ein bisschen fest aber spitzige Schuhe findet er total scheiße. Und eine kleine Anekdote, ich habe irgendwie als ich irgendwie, meine Tochter irgendwie einjährig war, bin ich in den Ausgang mit so ganz spitzigen Schuhen, die er richtig scheiße gefunden hat. Und das hat er auch gesagt, das gibt es selten. Er immer so, die Schuhe sind so grusig. Und da bin ich wirklich an dem Aber Abend. ja, spitze Schuhe findet er auch nicht toll. Ich kann keine, aber spitze Schuhe findet er auch nicht so lässig. Nein, ich habe viel spitzige Schuhe, ich finde das noch lässig. Auf jeden Fall bin ich an dem Abend mit diesen Schuhen, die ich gefunden habe, die sind wirklich grusig, bin ich irgendwie so im Ausgang am Randstein irgendwie hängen geblieben und gestolpert und habe den Fuß gebrochen. Und er hat ohne Witz. Es tut mir leid, wenn er jetzt in einem schlechten Licht da steht, aber er hat wirklich gefunden, das geschieht dir so recht. Und ich so, ich habe den Fuß gebrochen, es war ein riesen Drama gewesen. Ein Baby daheim im 4. Stock. Aber anyway, ja, also nein, mit Schuhen haben wir uns nicht so. Aber sonst ist er wohlweislich, weiss er einfach, er weiss, dass ich gerne Mode habe und so, das gibt's. Also, er hat es gelernt, nach irgendwie Und 26 das finde ich im Partner auch kacke. Bei diesen Ballerinas, wo zu viel Zeche war. Also Toe Cleavage findet er Ja. gar nicht. Okay, Ja, sie. spannend, okay. Ja, also jetzt, ich glaube, wir haben das Thema für den nächsten Podcast. Können wir irgendwie herausfinden, was läuft eigentlich mit den Jungs und ihrem Schuhgeschmack? I don't know, aber anyway. Also nein, kleidertechnisch finde ich, leg an, was du willst. Und wenn du happy bist und wenn du findest, du rockst das Zeug, dann rockst du es sowieso. Rock on. Rock den Shit. Also, Rock ich kann meine on. Hände wieder eindrehen mit meiner ganz teuren Handcreme, die ich gekauft habe. Und hey, nächste Woche sehen wir Rock uns on. wieder. Bis dann Ja. in die nächste Woche, in die nächste Folge. Hey, es wird so aufregend. Und für alle, die jetzt zuhören sind, danke viel mal. Wir sind ja immer noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Und ich hätte mega Freude, wenn ihr uns folgt auf irgendwie so halbschlau voll Herz auf Instagram. Und wir lieben die Kommentare. Wir geben uns auch total Mühe, dass wir ab und zu Stories posten. Und ja, und wenn man es lässig findet, dann share this with your friends. Fände ich mega. Ja, und nochmal der Aufruf, also ich meine, so, wir sind so quasi Dr. Sommer für Midlife. Also das heisst, schickt uns einfach alle eure Fragen. Ich meine, ob wir sie können beantworten nicht. Who knows? Ja, es ist Aber wirklich so. irgendeine Meinung dazu haben wir schon. Es ist so, wir geben wahnsinnig gerne unseren Senf zu deinem Würst. Nein, oh, das ist jetzt gerade... No, Steffi! Nein, no. sorry. Ich will einfach genau sagen, mit uns so, als wäre es nicht passiert. Bye. Das war halb schlau, voll Herz, dein Ohrensnack mit der Steffi. Und der Jenny. Wenn es dir gefallen hat, folge uns, teile die Folge mit deinem Lieblingsmensch und schreib uns, welchen Ohrensnack du dir fürs nächste Mal wünschst. Wir freuen uns auf den nächsten Donnerstag mit dir und vergiss nicht, ein bisschen halbschlau langen, solange das Herz voll ist.